Pitt, was müsst du dann als komplette Basketstreet? Ich komme Mädchen gucken. Weil eng Medischer. Niederkoda eng Mädchensekipp. Fähigkeiten für als Mädchen Fußballspiele sind am Anfang die nämlich wie die Jungen noch brauchen. Ich ging so also mal hauptsächlich Kondition, 90 Minuten durchzahlen und dann technische Bereich natürlich, dann einfach taktisch auch. Alles, was am Anfang dazu gehört. Das nämlich bei den Männern wie bei den Frauen. Schon Medischer, wenn sie selbst machen, am fußballischen Bereich müssen sie mehr konzentriert sein. Also ich ging auch so, weil den Frauenfußball einfach Männer mediatisiert wird wie der Männerfußball. Weil ich ging so, dass auch nicht so viel Suen investiert gehen an den Frauenfußball wie an den Männerfußball. Also das mit dem Sexismus fand ich persönlich egal was. Ich meine, Sexismus wird am Sport nicht verloren. Egal ob ein Mann oder eine Frau, von den Männern oder Frauen gerne oder die zwei, ich weiß nicht. Ich ging so, dass das am Sport nicht verloren wird. Also die Viertel, die meistens immer rumkommen, dass das mit, wenn ich Fußball schwätze, ja, sind da noch Lesben da. Ich meine, mit so Leuten, die da meistens keine Lust mehr über Fußball zu schwätzen. Weil in der Niveau informiert, ich meine, Sexismus wird am Sport nicht verloren. Und das gehört einfach nicht dazu. Okay. Ja, ich wollte schon fragen, merci so. Ich freue mich so krass. Ich weiß nicht, wo ich nicht alles soll. Ich bin mir ganz auf Familie, merci. Das ist einfach genial, den Erfolg. Nee, Hit, ey, du spielst Basket. Das ist so schön. Nee, komm, Pit, es gibt schon was am Frei. Hey, los dem Trainerplatz, wenn es klappt. Chef, seit wann bist du Damentrainer? Aber was hat dich dazu motiviert? Ja, Damentrainer sind ich seit Mai 2010. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ganz positiv überrascht. Das Ganze dann, ich war wirklich motiviert, das zu machen. Und ich bin noch bis heute immer motiviert. Mit mir wirklich immens viel Spaß. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Damen-Equipe zu trainieren so viel Spaß und so gut wird. Aber was ist da lieber? Damen oder Herren? Damen. Für was? Ich bin eine junge Equipe trainiert, obwohl das natürlich auch ganz flott ist. Ich fand einfach Damenfußball, ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich da eigentlich so gehen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin ganz überrascht. Damenfußball macht wirklich immens viel Spaß. Und wenn ihr gesagt habt, mehr für eine Equipe laufen, dann muss ich so mit wirklich allkehr Spaß reinzukommen. Aber wie war das Training überhaupt? Bist du gut trainiert? Ja, das war ziemlich hart. Aber was denn? Wen? Den interessiert. Ich war schon immer echt für den Goal, weil es hat mir nie richtig Spaß gemacht, am Feld zu spielen und all mit den Kombinationen. So. Da sind ich nicht gerade so gut. Und ja, ich plongiere gerne und ich falle noch immens gern. Weil du vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber da ist ein kleiner Kick dabei. Und es sieht auch immer spektakulär aus normalerweise. Katrin, du bist auch an der Nationalequipe. Wie bist du überhaupt hingekommen? Wir sind letztes Jahr im September und ich habe angefangen, also Remo gefangen. Und du warst ein Trainer, den Dan, ein Trainer. Und ich habe gesehen, dass ich nicht gerade für den Ball gefahren habe und dass ich auch ein bisschen Begabung hatte für das Springen und Plongieren, von die Längsseite vielleicht nicht gerade so gut ist. Aber die Rehtseite ist aber relativ gut. Und dann hat sie geguckt, wie mich an die Nationalequipe zu kriegen, für dass ich dann noch mehr Erfahrung kriege und mehr Training, wo dann noch mehr geguckt wird, für Sachen zu verbessern. Und dann sind ich dann im Februar gerufen. Ja, ich gucke drauf. Hey,